Hallo, ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee und zwar mit einem neuen Let's Play, wenn auch nur kurzes Let's Play. Wir spielen Let's Play Star Wars Battlefront auf Pelzig. Wie kommt's dann dazu überhaupt? Ich habe beim Gewinnspiel von Luna Loxley mitgemacht und da gab's die Frage an die Teilnehmer, was würdet ihr machen, wenn es jetzt unmittelbar heute zu einer Zombie-Plage kommt? Und ich habe dann geantwortet, dass ich zu einer Ölbohrplattform gehe würde und würde da entsprechend das neue Königreich auf dem Meer aufbauen. Die Idee habe ich da dazu von Kuckucks, Max Brooks Zombie Survival Guide. Und ja, die Idee schien anscheinend so gut gewesen zu sein für Luna, dass sie gesagt hat, das geht mit meiner eigenen Vorstellung einher, wie ich möglicherweise handeln würde. Und deswegen habe ich den zweiten Platz von ihrem Gewinnspiel belegt und damit Let's Play Star Wars Battlefront auf Pelzig initiiert, weil ich das als kleines Dankeschön für Luna machen werde. An der Stelle vielen lieben Dank nochmal für dieses Spiel, Luna, und dem Anlass zu Ehre Kuckucks trage ich natürlich auch mein The Walking Dead T-Shirt, während ich hier Star Wars spiele. Bisschen merkwürdige Eigenart, von Zombies auf Star Wars zu kommen, aber so what, ne? Die Facecam dient jetzt auch nur für das kleine Intro-Video, damit ich so nochmal zeigen kann, dass es wirklich absolut großartig ist. Ich habe mich sehr gefreut und wollte es entsprechend auch nochmal durch das Video hier zum Ausdruck bringen. Ja, ansonsten, was spielen wir dann heute? Wir machen nur die Singleplayer-Missionen, weil online mag ich das eigentlich jetzt nicht spielen, um ehrlich zu sein. Oder dafür müsste ich jetzt wieder PlayStation Plus holen, etc. pp. Weitere Kosten, pipapo. Deswegen machen wir nur die Missionen für 1 bis 2 Spieler. Und zwar die Missionen und die Gefechte. Deswegen würde ich auch sagen, möge die Macht mit uns sein und ich entschwinde jetzt. Das ist nicht der Let's Player, den ihr sucht. So, dann fangen wir doch auch mal direkt an. Mission. Action für 1 oder 2 Spieler. Fang hier an. Wir empfehlen dir, die Trainingsmission zu spielen, bevor du dich in die Schlacht stürzt. Okay, wir haben noch Gefecht. Epische Schlachten für 1 oder 2 Spieler. Wir gehen hier drauf. Ja, Training, komm. Wenn wir schon hier nur kurzes Let's Play machen, dann würde ich ja auch sagen, dass wir auch hier alles hier mitnehmen. Bettlerschlucht. Lerne ein X-Wing über die Schlucht von Tatooine zu fliegen, während du nach imperialen Aktivitäten suchst. Oh, aller Hopf, machen wir doch. Missionsauftrag. Über den Schluchten von Tatooine wurden imperiale Aktivitäten registriert. Schließe dich der X-Wing-Patrouille an, um der Sache auf den Grund zu gehen. Aller Hopf, na dann. Machen wir das doch mal. Oh Gott, da bin ich jetzt schon gespannt. Wenn jetzt schon am Anfang eine Luftschlacht kommt und ich bin ja begnadet, dort drin Transportmittel zu fahren in Let's Plays, beziehungsweise generell in Spiele, bin ich ja der absolute Ultraheld. Bin ich immer gespannt, was da dabei rauskommt. Ach ja. Aber wie gesagt, das ist my art, einfach nochmal Danke zur Sache. Wenn ich schon ein Spiel geschenkt krieg, dann will ich das als Let's Player natürlich auch mal zeigen. Auch wenn ich nur ein Small-YouTuber bin, aber so what? Ich habe einfach Bock drauf und will zeigen, was ich da aus meinem Geschenk mache. So, na dann die Bettlerschlucht. Ui. Aufklärungsmission in Sektor 10. Bis jetzt ist alles ruhig. Wir checken noch die Schluchten und kommen dann zurück. Ist aber absolut großartig gemacht. Rein grafisch, musikalisch. Sind es Originalkompositionen aus Star Wars, die man hier hört. So, aller Hopp, mit rechtem Pad lenke ich. Staffel Rot. Unsere Scanner zeigen nicht identifizierte Einheiten über euch an. Seid vorsichtig. Okay, geht's auch irgendwie schneller? Ups, mit R1 schieße ich, mit L1 habe ich ein Schild. Okay, und mit R2 schieße ich einfach nur. Drossle das Tempo und flieg niedrig, um die imperialen Scanner zu unterfliegen. Ups, okay. Also, runter mit uns. Und niedrig fliege hinter uns, gerote. Aber die Umgebung ist ja schon richtig geil gemacht. Da haben sie schon aus der PlayStation rausgekitzelt, was möglich ist. Okay. So, mit... Kontakt bestätigt. Gehen auf Abfangkurs. Ah ja, okay, so mit
Ah, imperiale Jäger. Okay. Okay, das sind sie, die Jäger. Mit L2 erfasse ich das Ziel. Einer ist kaputt. Na. Okay. Ja, du musst mich erstmal wieder dran gewöhnen an sowas. Schieß noch ab, du Idiot! Hoppala. Zielsuchrakete abfeuern kann ich mit R1. Ah, warte mal. Warte mal, du Sausack. Ups. Euch mache ich fertig. So, wieder einer fertig. Und der noch. Sehr schön. Upsala, da fliegt noch einer rum. Komm her, du. Abknallen nicht, ich werde. Kaputt du bist. TIE-Jäger zerstört. So, komm her. Und. Upsala. Wobei ich sagen muss, dass ich die imperiale Maschine eigentlich erheblich cooler gestaltet finde. Rot Alpha, wir empfangen neue Signale. Feindliche Jäger, sie kommen auf mich zu. Also gerade die imperiale Sache finde ich unglaublich cool gestaltet. Die gefallen mir sehr gut. Ich weiß nicht, obwohl ich eigentlich eher so mit der Rebelle-Allianz natürlich sympathisiert, bin ich eigentlich schon immer eher so ein Mann des Imperiums gewesen, um ganz ehrlich zu sein. So, komm her, du. Und deswegen hoffe ich irgendwie auch auf Missionen, die mit dem Imperium zu tun haben. Komm schon. Ich will dich doch erfassen. Komm schon. Schieß! Das war wohl nix. Aber hier. Okay. Du hast noch welche? Hoppala, Neutronenzieher. Ja, ich und natürlich wieder Transportmittel. Das passt mal wieder. Ja, komm her, komm her. So. Ja, merci. Es ist ja auch glücklicherweise nur Tutorial. So. Okay, also die Han Solo-Tricks habe ich leider nicht parat. Aber ich glaube, die brauche ich ja gar nicht gegen diese ranzige KI. Ich passe immer auf. So. Hopp, 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 hopp. Erstmal Schildaktivierer. Irgendeiner beschießt mich noch. Jetzt bräuchte ich nur noch den Hansel. Ich glaube, der Wedge war das. Bin fast da. Der sagt es in dieser deutschen Synchro-Stimme so widerlich. Komm her. Bin fast da. Und weg ist er. Ja, das wurde mir auch gerade gesagt. Ziel zerstört. So, wie schaut's dann aus? Staffelführer, weitere feindliche Einheiten nähern sich. Natürlich. Staffeljäger rot. Oh, jetzt kommen die großen Dinger. Oder die stärkere Dinger. 5 plus. Feind neutralisiert. Okay, komm schon. Die kriegen wir auch noch hier. Wupp. Das war knapp. Ja, das war allerdings knapp. Beinahe hätte es mich erwischt. So, wieder einer weg. TIE-Abfangjäger sind gesetzt. Alles klar. Diese scheiß Zielsuchrakete bringt auch überhaupt nichts, oder? Hoppala. Komm schon. Aber die Musik ist doch definitiv sehr episch. Gefällt mir sehr gut. Ja, wären das jetzt Spieler, hätte ich wahrscheinlich richtig in die Hose geschissen. Aber wie gesagt, diese Online-Sache, das kostet mir einfach zu viel Kohle, um ehrlich zu sein. Deswegen bleibe ich erstmal bei deiner Solo-Sache. Wäre es jetzt Battlefront 2 gewesen, hätte ich selbstverständlich ein ganzes Let's Play gemacht, nur für die Singleplayer-Missionen. Ups, der hat mich im Visier. Schmieriger Sausack, komm her. Und, trifft das? Der ist halt mal getroffen, sehr schön. Ah, das hat gesessen. Ach so, ein bisschen, ja. Alle Gegner neutralisiert. Wir haben keine weiteren Ziele auf den Scannern. Stoß wieder zur Patrouille. Jetzt zur Basis zurück. Hopp. Wie klar das aussieht. So. Formation bilden, Piloten. Wir fliegen nach Hause. Sehr schön. Mission erfolgreich, ja. Ach, sehr geil, natürlich neuer Rekrut, Trophäe erhalten in Kupfer. Ach, natürlich sehr geil, dass ich hier Vivi aus Final Fantasy 9 nochmal hier als als Bild habe. Okay. 6 Minuten sogar. Keine Torpedos. Meistere die Mission in 6 Minuten ohne Protonentorpedos zu benutzen. Ja, das habe ich halt nicht gemacht. Hopp. Gut.
Mit R2 als Maskottche ist sowieso alles gut, oder? Kann ja nichts schief gehen. R2 ist auch ein toller Charakter, muss ich sagen. Den habe ich eigentlich auch schon als Kind sehr lieb gewonnen im Star Wars Universum. So, ja, wenn das Ding jetzt mal laden wird. Dann, so, kommt als nächstes im Training Jagd auf Endor. Mache mit deinem Speeder Jagd auf fliehende Rebellen. Natürlich. Die dunkle Seite. Imperator Palpatine und sein Schüler Lord Vader führen den Angriff auf eine Rebellenbasis im Hoth-System an. Sehr schön. Übernehmen das Kommando über einen mächtigen AT-ST-Kampfläufer, neutralisiere den verschanzten Rebellenabschaum. Ah, sehr cool. Das heißt, hier haben wir jetzt nur dunkle Seite, beziehungsweise Imperium. Perfekt, machen wir doch glatt. Solospiel. Rebellentruppen bewegen sich in Sichtweite deiner Patrouille auf einer Exfiltrationspunkt zu. Sie dürfen nicht entkommen. Natürlich dürfen sie das nicht. Aber das ist natürlich jetzt auch wieder mit irgendwelche Transportmittel hier. Oh je, oh je. Ich auf dem Speeder. Ich glaube, ich jetzt sofort auf den nächsten Baum lande, wenn ich auf Endor unterwegs gewesen wäre als Trooper. Ach du Scheiße. Na gut. Machen wir. Ah, und diese Ewok-Mucke dazu. Boah, ich kann Ewoks nicht ausstehen. Ohne Witz hier, liebe Leute. Ich hasse Ewoks. Die sind grottenhässlich, haben immer so ein übles, creepy Rapist-Grinsen drauf. Und, oh nee, die mag ich überhaupt nicht, Ewoks. Die fand ich schrecklich unsympathisch. Das sind für mich die Jar Jar Binks der Original-Star Wars-Filmreihe. Sind die Speeder schon bereit? Wir haben sie. Gut, Patrouille fortsetzen. Ja, Sir. So. Gut, so bewegen wir uns mal. Hoppala, ziemlich schnell vorwärts. Ein bisschen langsamer. So, wie schießen wir damit? L1. Wow, haben wir einen Speed up. Besiegt von dir selbst. So sieht's nämlich aus, wenn ich da unterwegs bin. Du bist gefallen. Ach du Scheiße. Okay, also. Merke, L1 fahren wir mal nicht. Ach du liebe Zeit. Rebellen haben unsere Stellung überrannt. Okay. Stehlen unsere Speeder. Die Rebellen entkommen. Okay, mit R2 schieße ich mal wieder. Ja, aber ich will nicht so schnell fahren. Ich will nicht wieder von mir selbst besiegt werden. Ich muss aber leider, ne? Es führt ja wohl kein Weg dran vorbei. Wenn ich hier nur die ganze Zeit wie Miss Daisys Chauffeur rumgurk, bringt mir das überhaupt nichts. Wir setzen AT-STs in ihrem Sektor ab. Sie greifen die Rebellen bei Sichtkontakt an. Okay. Okay, einer hat... Ui, cool. AT-STs sind sowieso so unglaublich cool, so wie die AT-ATs. Wie gesagt, ich liebe diese imperiale Maschine. Okay. Wupp, wupp, wupp. Hier hätte es mich schon wieder erwischt. Einfach mal blind rumschieße. Irgendwann wird schon irgendjemand treffen, ne? Aber generell muss ich sagen, obwohl ich die Ewoks nicht besonders mag, Endor als Welt wiederum, oder als Mond wiederum, mag ich eigentlich ganz gern. Ups. Also Endor finde ich eigentlich ganz cool gestaltet. Hoppala. Ja, eben, komm, holen wir doch allmählich ein bisschen auf. Schieß doch! Okay, wieder einer weniger. Noch einer. Und 80-80. Ja, ich beschleunige hier bestimmt nicht noch mehr. Ich halte einfach Dauerfeuer auf die Rebelle drauf. Oh, jetzt habe ich keine Munition mehr, oder was? Komm schon. Gott, 2 auf Endstreich, 3 auf Endstreich und ich habe mich selber fertig gemacht. Ja, okay. Gut. Aber wenigstens wissen wir nicht, wie von ganz vorne anfangen. Das ist doch schon mal was. Wie diese hässliche Ewoks machen mich jetzt fertig, dann wäre ich wirklich stinkig. Okay, und unser eigener AT-AT und los geht's. Ups, noch schier der AT-ST fertig gemacht. Jetzt machst du schon fertig.
steil noch ohne ist nie gut. Gute Arbeit, Patrouille. Jetzt haben wir sie. Ja, ich erwarte dann eigentlich ihre Beförderung, wenn ich den Scheiß hier gemacht habe. Und... Ups. Wahahaha. Gut, das lief ja anscheinend, aber ja, 2 Lebe verwendet und Silver nur fertig gemacht. Na, großartig. Okay, besiege sie. Besiege 5 Rebellen und schließe die Mission ab. Hämmer gepackt. 2,5 Minuten Hämmer nicht gepackt, aber mir in der Auftrag wenigstens erledigt. Das ist doch schon mal was. Gewitter erleiht. Wie gesagt, ich und Transportmittel. Ich bin jetzt mal gespannt, ob die nächsten 2 Missionen hier zu Fuß sind. Das wäre nämlich echt Knorke, wenn dem so wäre. Dann muss ich mal den Rotz nicht geben. Sodala. Manometer. Was habe ich mal doch gäbe hier? Aber ich bin echt froh drum, wenn ich jetzt zu Fuß Missionen machen kann. Und ja. Nein, Jagd auf Ender will ich nicht starten. Um Himmels Willen, bloß nicht. Komme ich hier raus wieder aus dem... Ja, beenden. Möchtest du wirklich beenden? Ja, ich will das hier nicht machen. Das will ich nicht machen müssen nochmal. Ach, die imperiale Maschine sind dermaßen cool. Ich bin sowas von ein Mann des Imperiums, merke ich. Ich weiß einfach nicht, das Imperium hat einfach so durch die Optik wesentlich coolere Sache parat als die Rebelle, wobei man natürlich mit den Idealen von der Rebelle sehr mitfiebert, ist dennoch das Imperium extrem cool gestaltet. So, weiter geht's im Training mit Überlegenheit. So, nimm das Kommando über einen mächtigen AT-ST-Kampfläufer, neutralisiere den verschanzten Rebellenabschaum. Natürlich mache ich das. Lord Vader wird in Kürze auf Salost eintreffen und erwarten, dass die imperiale Basis bis zu seiner Ankunft von Rebellen gesäubert ist. Eskortiere den mächtigen AT-AT-Kampfläufer und lösche sie aus. Tipps: AT-ST-Kampfläufer können wie normale Soldaten laufen und sprinten. Cool. Achte auf die Flugmuster gegnerischer Raumjäger, um sie leichter ausschalten zu können. Okay. Das wird auch wieder sehr lustig. AT-ST-Raketen verfolgen ihre Ziele, nachdem sie abgefeuert wurden. Achte auf das richtige Timing. Puh, da bin ich jetzt mal gespannt. Aber es sieht schon wieder sehr geil gemacht aus. Überlegenheit. Okay. Alter Falter. Die Rebellen haben auf der anderen Seite dieses Gebiets eine Basis errichtet. Eskortieren Sie den AT-AT-Scoutläufer und vernichten Sie die Rebellen. Ja, Lord Vader. Das Hologramm war jetzt leider nicht so schön gemacht, aber die Umgebung hier ist ziemlich cool. Aber wir gehorchen natürlich unserem Lord Vader, selbstverständlich. AT-AT zu eskortieren, die Basis zurückzuerobern und unsere Stellung bis zum Eintreffen des Landungstrupps zu halten. Okay, Informationen einreihen und vorrücken. gut. So, das kann nur was werden. Ja, der AT-AT bewegt sich halt nur relativ langsam. Flugzeugabwehrrakete, alles klar. Okay. Attackiere die Bodentruppen der Rebellen. Wir werden uns vermutlich von der Kampfhöhe angreifen. Die Blasterkanone Was haben wir? des AT-ST müssen mit den Rebellen kurzen Prozess machen. Dürfte eigentlich, ja, hoffen wir es doch. So, das Hämmer. Gute Arbeit. Sie haben das Rebellenpack zurückgeschlagen. Hauptsache noch die Gegner beleidigt, ne? Diese sogenannten Rebellen sind nur ein unbedeutendes Ärgernis. Ja, my Lord. So. Wie sieht's denn mit unserem AT-AT aus? Ja, da hat ein bisschen was abkriegt. Naja, Sprinte können wir mit L-Taste gedrückt, nicht L, ja. L3-Taste gedrückt, Alter. Mehrere A-Wings im Anflug. Natürlich. Schalten Sie um auf Lenkraketen, um die A-Wings abzuschießen. Okay, da sind sie. Okay, eine Hammer. Und irgendwie müssen wir sie ja auch kriegen, die Dinger. Aber ach, sehr cool mit der Lava hier, die da hin hochblubbert. Das
sind sie dann, die Scheißviecher. Komm her, komm her. Und, das war jetzt leider Schuss in der Ofen, ne? Unseren AT-AT, dem geht's nach wie vor gut. Das ist in Ordnung. So, da kommen sie jetzt gleich wieder. Komm schon. Nee. Zielsuchrakete. Ich glaube, da habe ich nichts getroffen. Oh, imperialer Sternzerstörer. Geil. Er wird mit dem Kreuzer der Rebellen kurzen Prozess machen. Sehr cool. Erweisen Sie diesen Rebellen keine Gnade. Ja, my lord. Okay. Sehr schön, wieder einer kaputt. Another one bites the dust. Bam, 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 bam. Und? Ah ja, da kommt wieder einer. Trifft er? Trifft er? Jawohl. Sehr schön. Und da kommt der nächste. Scheiße, der war irgendwo wieder in die Walachei reingeschossen. Aber der AT-AT sieht noch relativ gut aus. Ich glaube, der muss erstmal mini repariert werden, nur minimal. Okay. Das sind die wieder. Den Granatwerfer und größeren Schaden zu verursachen. Okay. Brechen Sie Ihren Widerstand, damit wir weiter vorrücken können. Machen wir. Machen wir doch glatt. Sie sind ein bemerkenswerter Schütze. Merci. Entfernung zur Basis 17.28. Ja. Das Ende der Rebellion ist nicht mehr fern. 59, 27, Eierkopf. Soweit alles super. Okay, der Sternzerstörer macht hier das Ding platt noch. Perfekt. Rebellenfluchtschiff geortet. Sie scheinen evakuieren zu wollen. Niemals! Schieße die X-Wings ab. Kümmern Sie sich um diese X-Wings, Pilot. Natürlich. Wir müssen ein Exempel an diesen Rebellen statuieren. Macht ihr das nicht immer? Ey, nicht mit mir! Ja, komm schon. Okay, X-Wing zerstört, aber das war, glaube ich, mein AT-AT, der das gemacht hat. Und? Treffen wir dann? Nee, der ist daneben gegangen. Ah, doch nicht. Wahaha, mein Han-Solo-Trick hat funktioniert. Einheiten an mehreren Positionen. Ach du Scheiße, aber diese Luftschlacht hier ist ziemlich geil gerade. Aber ich liebe hier diese imperialen Sternzerstörer. Finde ich unglaublich cool, die Teile. Alter Falter. Geht aber ordentlich die Luzi ab. Schießen wir einfach mal so Rakete mit rein hier ins Getümmel. Vielleicht bringt's ja was. So. Sind wir der Rebellenbodentruppen oder was? Ich schieße einfach mal drauf. Vorsichtshalber. Naja, wenn Stormtrooper sind, dann habe ich halt in die Hose geschissen, ne? So. Hals drauf. Jetzt haben wir sie. Lasst sie nicht entkommen. Jawohl, natürlich. Wir werden Ordnung in diese Galaxis bringen. Ach ja, so ein bisschen rassistisch, aber es funktioniert mit eurer Ordnung irgendwie. Ich meine, es hat sich ja auch überhaupt kein rebellischer Widerstand gebildet gegen die rassistische Absicht vom Imperium. Die in der Originalfilme irgendwie nie so wirklich rüberkamen, muss ich sagen. Dieses, es dürfen eigentlich nur Menschen Karriere machen im Imperium. Wir haben die Basis gesichert. Lord Vader, Sie können jetzt landen. So. Ich werde bald eintreffen, um Ihre Einschätzung zu überprüfen, Commander. Ja, solange ich nicht mit der Macht erwürgt werde, habe ich, glaube ich, meine Sache gut gemacht. Ah, die Musik alle schon. Vader gehört sowieso zu meinen Lieblingscharaktere. Nur, dass mir Hayden Christensen total versaut hat, muss ich sagen. Aber glücklicherweise hat Rogue One sein Image bei mir wieder definitiv wiederhergestellt. So. Okay, natürlich Ends schaffe ich irgendwie nie. Aber wie gesagt, Vader ist einfach einer von meiner absoluten Lieblingscharaktere aus Star Wars. Der ist einfach nur unglaublich cool. Und wie er dort dargestellt wurde in Rogue One, wie er dort mit Hilfe von Macht und Lichtschwert so richtig rabiat gekämpft hat, das war so unglaublich geil. Gänsehaut pur. Ach ja. Nach dieser... So. Okay.
Dann die dunkle Seite. Imperator Palpatine und sein Schüler Lord Vader führen den Angriff auf eine Rebellenbasis im Hoth-System an. So, dann machen wir das auf jeden Fall auch noch als Solo. Die dunkle Seite Hoth. Die Truppen der Rebellen versuchen verzweifelt die Kontrolle über ihre Basis zu behalten, während dunkle Lords der Sith einfallen. Gib dich der dunklen Seite hin und lösche die Rebellen aus. Selbstverständlich. Kämpfe um die Kontrolle über die Rebellenbasis, eliminiere die Rebellen, um die Kontrolle zu übernehmen, halte die Sturmtruppen am Leben, um die Kontrolle zu behalten. Tipps: Wenn du eine Machtfähigkeit einsetzt, benötigt sie eine Abklingzeit, bevor sie erneut eingesetzt werden kann. Setze deine Fähigkeit deshalb mit Bedacht ein. Sehr geil, also wenn wir jetzt auch noch Vader spielen, bin ich absolut begeistert. Wir können der unglaublich wunderschöne Imperator Palpatine Spieler. Aber ich glaube, ich muss sagen, Moment, erstmal Lord der Sith. Verbesserte Panzerung bei größerer Gegnerzahl. Und der Meister ladet die Blitzenergie des Imperators alle 3 Sekunden auf. Haben wir hier noch. Ja, wie gesagt, so sehr ich Palpatine verachte für die Art, wie er handelt, so sehr muss ich doch sagen, dass er eigentlich auch zu meinen Lieblingscharaktere gehört, weil er über Jahrzehnte lang gelauert hat und diesen Plan in die Tat umgesetzt hat und aus dem Nichts sozusagen zum Imperator war er ist. Dafür bewundere ich ihn dann doch irgendwie, aber wir nehmen dann doch erstmal Lord Vader. Alter! Vernichtet sie alle, mein Schüler. Wie ihr wünscht, Gebieter. Der klingt aber arg steif. Wie ihr wünscht, Gebieter. Rückt vor und macht keine Gefangenen. Okay. Gut. Okay, warte mal. Die Macht ist meine Waffe. Na, kann ich dich nicht abmurksen einfach so? Ja doch. Okay. Euer jämmerlicher Gegenwehr ist sinnlos. So, dich kriegen wir auch noch. Komm schon. Okay, das war das. So. Da muss ich erstmal wieder reinkommen. L1 ist der Würgegriff. Dreieck ist ein großer A-Griff. Und R1 ist ein Lichtschwertwurf. So. Kriegen wir dich. So, ich kriegen wir auch noch hier. Okay. Mit X springe ich. Habe ich denn schon irgendwas, was ich machen kann? L2 kann ich auch noch ein Schutzschild machen, dass ich dann die Blaster-Attacke zurückstoßen kann. Und? Okay. Gut. Läuft hier alles soweit ganz okay. So. Hoppala. Gut. Muss ich gerade noch auf die Minicard gucken. In der Gegend scheinen ja auch noch mal welche zu kommen, ne? Ja, da haben wir sie hier schon. Ups, das wollte ich da gar nicht. Ich wollte das Lichtschwert werfen. Aber die Hoth-Sturmtruppler sehen auch ziemlich cool aus. Boah, der Imperial March, so episch. Alter Falter. Also hier komme ich voll auf meine Kosten als Mann des Imperiums. Komm her, dich mache ich so fertig. Das ist zu einfach. Ja, der Imbiss noch hinterher. Achso, wie du schaffst, wollte ich immer Urlaub machen her. Ihr
habt gute Arbeit geleistet, Lord Vader. Hört aber nicht zur Originalstimme. Naja, ein bisschen Grillhähnchen hat er zum Schluss auch noch gemacht. Aber ich jetzt sage, wir machen doch jetzt glatt nochmal einen Durchgang. Auftrag erledigt, haben wir gepackt, 3 Minuten und Effizienz. Natürlich nicht. Okay, wir machen das noch einmal. Und das mal immer Imperator Palpatine, damit wir alles durchgemacht haben. Da ist nämlich das Tutorial für heute abgeschlossen, für die heutige Episode. Und es passt mir eigentlich ganz gut, dass es dann auch wieder 30 Minuten plus Episode ist. Weil die ersten Videos, wisst ihr ja bei mir, die sind immer extended. Aber ich glaube so generell 30 Minuten Episode sind hier definitiv drin bei dem Mini-Let's Play von mir. Schickes Kettchen da übrigens, um seinen Mantel zu halten. Aber generell das Design von Vader finde ich echt ziemlich cool. Gefällt mir einfach sehr gut. Ach ja, ach ja. Aber generell dieser etwas klobigere Kampfstil aus der alten Star Wars Filme gefällt mir sowieso wesentlich besser als dieses Rumgehops und Rumgehampel. So, jetzt darf der Imbiss nur selber was schaffen. Leck dich nicht mit dem Imperator von der Palz an. Vernichtet sie alle, mein Schüler. Wie ihr wünscht, Gebieter. Ich hätte gedacht, er wäre jetzt dran, aber Vader hat immer noch den Stock im Arsch. Wie ihr wünscht, Capita. Was für ein bedauernswerter Wie der schon rumwatschelt. Okay. Und dann lacht natürlich wieder obligatorisch ziemlich dämlich. Oh, ach Gott. Der Imbiss, was er schafft. Was kann ich mit L1? Okay, das ist ein richtig heftig... Ah, Kettenblitz ist das? Okay. Halte. Was macht dann das? Okay. Müssen wir mal gucken, was der alles noch kann, außer Blitze schießen. Theoretisch kann er ja auch Lichtschwertkämpfe machen. Aber der Imbiss ist zu dem Zeitpunkt ja schon über 80. Ah, Schild kann ich auch machen und kann damit der Blitze zurückschießen. Okay. Ganz lustig war so altes Männel, aber Vader hat mir besser gefallen im Kampf, muss ich sagen. Beim Imbiss ist es halt dummerweise immer nur... Ist es irgendwie dummerweise nur die Blitze, die er macht. Das ist halt etwas monoton, das Ganze. Kann der auch springen? Ja, der kann auch gar lustig springen. So. Gut, Endgegner ist der übrig, der ist er. Da wiegt der Wäsche im Kopf. Und dich mache ich noch fertig. Komm her, du Baraba. So. Ach, gebrutzelt. So läuft die Geschichte. Aber ich merke auch, wie ich mit dem wesentlich mehr Schade fress. Ja, das wäre ratsam für euch, bevor ich meinen Blitz benutzen kann, ne? Und... Okay, der kann seinen Blitz auch noch aufladen. Und was passiert mit... Oh, okay. So kann er anscheinend hier Heldengesundheits-Pickup. Da kommt schon. Imbiss. Vielleicht wohl noch hinkriege, du Schade zu reißen. Ah, okay. So komme ich da hier. Interessant. Immer hier. Ja, ich finde es immer gut, wenn die Chefs selber was schaffen. So, da. Autsch. Auch nur auf der Bashing together. Dafür bin ich zuständig. Jetzt kriegt er was Knorrer. So. So nebenbei kann ich hier an der Stelle selbstverständlich auch nur Star Wars auf Pelzig empfehlen. Da sind so viele geile Sprüche dabei und das auch im Pelzer Dialekt. Wie das, wo der Vader dann auch zum Imperator sagt, Imbiss, so wie du schaffst, wollte ich mal Urlaub machen, her. Vernichten wir den jämmerlichen Rest dieser Narren. Ah jo, machen wir. Dann wo der Imperator auch meint, ich spüre eine große Erschütterung der Macht. Und der Vader dann nur, was, ist dein Wollkeller leer? Das ist so geil. Also ich kann es jedem nur empfehlen, definitiv. Ja, Die heilen ihren Chef anscheinend auch ständig hier, die Stormtrooper.
Dann machen wir einen Ketteblitz hier rein. Und dieses obligatorische Lachen wie in Episode 3 kommt natürlich auch ständig. Da macht es doch mal. Kannst du mal sterben? Du dappischer Rebell, wärst du mal so freundlich? Na, Alter. Autsch. So. Der noch gegrillt. Und dann können wir jetzt unser Barbecue-Party hier feiern. Sehr schön. Ja, die letzte 3, die grillt dann mal wieder persönlich, wie in der letzten Abspannsequenz. Und dann sind wir wieder durch. Ihr habt gute Arbeit geleistet, Lord Vader. Merci. Oh. Gut, ihr liebe Leute, dann den ich aber auch Sache. Wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Star Wars Battlefront auf Pelzig. Und dann geht's an andere Missionen dran. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. An der Stelle nochmal vielen lieben Dank an Luna Loxley auf jeden Fall dafür, dass ich das Spiel gewonnen habe bei ihr. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Star Wars Battlefront auf Pelzig. Guckt doch zwischendurch einfach mal Star Wars auf Pelzig. Auf YouTube findet ihr auf jeden Fall was. Es ist zum Schießen. Gut. Morgen kommt dann Schlacht. Trete in einem Gefecht Mann gegen einen Freund oder die KI an. Dazu sehen wir uns dann morgen, wenn ihr wollt. Machen's gut bis dahin. Euer Yankee.